Hallo zusammen zu der Hour of Prayer und heute sind wir an einem sehr, sehr interessanten Ort. Nicht mehr im Studio, Susanne, wo sind wir hier? Wir sind bei uns zu Hause in der Küche, genauso wie du vielleicht jetzt, wo du einschaltest, bist du irgendwo zu Hause, vielleicht im Bett, im Wohnzimmer, wo auch immer. Wir sind miteinander verbunden. Das ist eigentlich auch unsere Wohnung. Also die Küche ist auch der Ort, wo wir zusammen essen, spielen, beten, Kaffee trinken, die Bibel lesen. Das ist eigentlich unser Leben hier. Und wir haben gedacht, es ist besser als im Studio, weil viele von uns sind ja in der Quarantäne oder isoliert oder zu Hause, wie auch immer. Und wir haben uns entschieden, diese Stunde von zu Hause uns zu filmen. Und heute haben wir eine Gebetsform. Wir hatten ja das Wellengebet durchgenommen, das Bruder Klaus Gebet. Und Susanne, was ist heute die Gebetsform, die wir mit euch eine Stunde lang beten möchten? Das sind die Namen von Gott. Und heute haben wir unter anderem Worship, wir werden Bibelverse vorlesen, wir werden die Namen von Gott durchnehmen und wir werden auch Erlebnisberichte haben, was diese Frauen, die heute da sind, mit Gott persönlich erlebt haben. Ja, ich habe viele E-Mails und WhatsApp bekommen. Ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen, wo Leute mega dankbar sind, dass wir beten. Jemand sagt, ich habe starke Ohrenschmerzen, jemand sagt, ich möchte, dass meine Beziehung zu meinen Eltern wieder besser wird. Also ein Virus kann auch das auslösen. Jemand hat gesagt, ich möchte gesund aus der Quarantäne wieder entlassen werden. Oh ja. Jemand sagt, ich brauche ein finanzielles Wunder, denn meine Firma ist total fast pleite. Jemand hat gesagt, ich bete für Gesundheit in der Politik, dass auch die Leute in der Regierung gesund bleiben. Jemand sagt, ich habe die Hochzeit im Juli geplant und wir haben uns so lange auf das vorbereitet und es wäre für uns eine Katastrophe. Ich verstehe das ist wirklich nicht easy. Jemand hat gesagt, ich arbeite im Einkaufszentrum, ich fülle die Regale auf und ich bin jeden Tag mit Menschen sehr, sehr nah und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass auch ich angesteckt werde. Das sind so verschiedene Gebetsanliegen. Ich möchte ganz am Anfang einfach für diese Anliegen einfach beten, dass der Schutz Gottes und der Wille Gottes von ihm in deinem Leben geschieht. Und da, wo du bist, hast du vielleicht noch auch ein Anliegen, das du uns jetzt nicht formulieren konntest, dass du nicht uns schreiben konntest. Wir schließen dich mit im Gebet ein. Du kannst vielleicht jetzt die Hände falten, Augen schließen. Wir sind zusammen und beten für all diese Anliegen. Ja. Wir bringen dir, lieber Gott im Himmel, bringen dir all diese Gebetsanliegen und alle, die noch kommen werden. Ich bete einfach, dass du, Gott, mit deiner souveränen Hand, dass du, Gott, mit deinem souveränen Willen eingreifst und Wunder bewirkst. Du bist ein wunderbewirkender Gott und du bist stärker und größer als der Coronavirus. Und dir ist nichts unmöglich. Und ich bete wirklich Wunder und Heilung und Versorgung in deine Situation hinein. Weil Gott, du stehst mit deinem Namen dahin, dass du Dinge erfüllen wirst und auch deinen Arm bewegen wirst. Im Namen von Jesus Christus. Amen. So, Susanne, warum sind diese Namen so wichtig, bevor wir da in ein paar Stories hineingehen, auch in Worship-Lied, und wir werden dann immer dazwischen auch beten. Die Namen Gottes helfen uns, für ganz spezielle Dinge zu beten. Warum so die Namen von Gott? Die Namen von Gott, die zeigen einfach die Größe von ihm. Wir können ihn nie ganz erfassen, aber jeder Name zeigt so wie eine Facette von einem Diamanten. Das spiegelt wieder eine andere Charaktereigenschaft von Gott wider und deshalb ist es eine Inspiration, diese Namen von Gott einfach zu kennen, zu hören, zu wissen, wer genau dahinter steckt. Ja, ich heiße Leo Markus Bicker und andere sagen zu mir Leo, andere sagen zu mir Markus und andere sagen zu mir Bicker, je nach Umstände und auch Connection. Und darum haben Namen von Gott auch verschiedene Bedeutungen für ganz verschiedene Situationen. Genau, und Namen hat auch Kraft. Und jetzt hören wir einen Song von Dave, der heißt What a Beautiful Name. Und mach genau diesen Song zu deinem Gebet, dass du dein Herz öffnen kannst für diesen wunderbaren Namen von Jesus. Wir schalten in seine Wohnstube oder in sein Studio von Dave, das ist auch ganz, ganz neu. Genau, hier kommt er mit What a Beautiful Name. Worshipe so laut du kannst, weil niemand hört dich. You were the word in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is.
What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you got heaven now. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The weight on before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are moving, praise of your glory. For you are raised tonight again. And you have no rival, you have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Leo, back to you. Ja, vielen Dank, Dave, für diesen Song. Ich liebe diesen Song. Neben mir sitzt Miriam Sieber. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Leiterin von Youth Planet im ICF Zürich. Das bedeutet Altersgruppe 16 bis 19, ja. Ist das richtig? Und sie wird uns jetzt leiten mit Erlebnisberichten von 2 weiteren Frauen, die wir heute bei uns haben. Und was sie uns erzählen, bildet einfach so die Grundlage dafür, dass unser Herz geöffnet wird, dass wir überhaupt verstehen, wer dieser Gott im Himmel ist. Mein Wunsch und mein Gebet für uns alle, die wir jetzt zuhören, die wir dabei sind, bei uns hier, auch in der Küche, mein Wunsch und Gebet ist, dass wir heute eine Seite von Gott kennenlernen, die wir bis dahin noch nicht kennengelernt haben. Und im 2. Mose 6, Vers 3 steht etwas Spannendes, dass Gott sich, und du kannst übrigens eine Bibel noch dazu holen, du kannst das Handy aufschlagen mit dem App, mit dem Bible-App, die Bibelverse aufschreiben auf ein Blatt Papier, einfach so, dass du dann auch ein bisschen die Verse noch dabei hast, vielleicht für die nächsten Stunden, die nächsten Tage und dich darin noch vertiefen kannst. Also, 2. Mose 6, Vers 3 steht, euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob bin ich als der allmächtige Gott erschienen. Das ist einer seiner Namen.
aber meinen Namen, der Herr, habe ich ihnen nicht offenbart. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, was mein Gebet ist, dass wir nochmal einen Namen von Gott heute tief in unser Herz hineinlassen können, dass du einen Namen von Gott erkennst, vielleicht Gott überhaupt das erste Mal erkennst, als bisher, und dass wir ihn einfach so nochmal in einer neuen Form erleben. Vielen Dank, Miriam, bist du da und führst den Tag mit den zwei Ladies. Als erste kommt jetzt Brisi. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil ich möchte gerne mit dir über den Vater sprechen. Gott hat auch den Namen Vater. Und da möchte ich Brisi gerne neben mich einladen. Hallo. Hi. Ich glaube, kein Wort beschreibt das Wesen Gottes besser als die Liebe. Und Liebe wird oft verwechselt mit Begehren. Oft ertappe ich mich selber, dass ich sage, ich liebe schönes Wetter oder ich liebe Kaffee. Aber Gott ist so viel mehr, weil Begehren ohne Liebe zieht auf mich selbst. Und ich wünsche mir, dass Gott uns seine Liebe nochmals neu offenbaren kann, weil das wünscht er sich für uns alle. Oder Prisi, was denkst du über das? Ja, das ist so. Und ich habe das sehr ähnlich erlebt. Ich habe vor etwa 4 Monaten ein Gebet gesprochen und da hatte ich gesagt, Gott, lehre mich nochmals neu, was ich meinte bereits zu wissen. Und auf das hin hatte ich allerlei erwartet, was er mir zeigen wird. Ich dachte, ja, wahrscheinlich wird er mir nochmals eine Charakterschwäche zeigen oder so. Und was er mir dann aber zeigte, war seine Liebe, dass er mich wirklich, wirklich liebt. Und dass er mein Vater ist und sein will. Und vielleicht bist du jetzt in deiner Stube und möchtest gerade mit uns mitbeten, dieses Gebet. Ja, Vater, wir möchten beten, dass du uns nochmals neu aufzeigen darfst, was wir meinten bereits zu wissen. Und ob jetzt das deine Liebe ist oder dass du unser Vater sein willst und auch bist. Wir möchten unser Herz öffnen für das, was du uns heute aufzeigen möchtest. Nochmals ganz neu oder etwas, das wir meinten zu wissen. Amen. Amen. Ja, wie ging es weiter nach diesem Gebet? Ja, ich war richtig überrascht, dass es um seine Liebe geht. Und dann fragte ich mich, wieso zeigt er mir nochmals so etwas Banales? Das höre ich doch die ganze Zeit. Das ist etwas, das wir in unseren Songs ständig singen, das lese ich in der Bibel, das erzähle ich sogar anderen. Hey, Jesus liebt dich. Und dann fragte ich mich, wieso zeigst du mir das nochmals, Vater? Und dann merkte ich, dass es mit der Liebe Gottes ist es oft so, dass es eine Information in unserem Kopf ist. Das ist ein Lehrsatz, etwas, was wir so oft hören und vielleicht passiert es, dass es dann eben nur in unserem Verstand, in unserem Kopf ist. Aber der Vater, der wünscht sich durch und durch, dass die Liebe nicht nur hier im Kopf bleibt, sondern dass sie in unser Herz kommt. Weil dort, wo sie in unser Herz rutscht, da wird sie zur Veränderung, da verändert sie mich, da kann ich nicht mehr die gleiche Priscilla bleiben. Da passiert Transformation. Es wird von der Information, ist ja schön und gut, wenn wir das wissen, aber was bringt es uns irgendwo durch? Es soll unser Herz erreichen und dort bewegt es Veränderung. Ja. Lass uns doch gleich zusammen für das beten, dass genau du das erleben darfst, was Brisi erlebt hat. Ja. Nimmst du uns mit? Ja, Vater, wir möchten uns auch öffnen, dass es nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern wirklich ins Herz rutscht. Ja. Und wir wollen uns auch auf einen Weg bereiten, dass wir auch mutig sein dürfen, uns zu öffnen. Und das braucht manchmal auch schmerzhafte Prozesse, wo wir wie ein Deckel hier zu haben, dass es eben nicht runterrutschen kann. Und wir wollen dich auch heute fragen, dass das geöffnet werden darf, dass diese Liebe von dir nicht nur in unserem Kopf ist, sondern wirklich in unser Herz runterrutscht. Dort, wo sie uns eben dann verändert. Ja, genau. Amen. 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 Wie ging es weiter? Ja, das war dann so, dann hatte ich eines Morgens, sagte ich, ja gut, ich will nicht nur einfach bei dieser Information bleiben, ich will wirklich diese Transformation. Und dann hatte ich so stille Zeit und in mein Tagebuch schrieb ich, ja, Vater, wie sehr liebst du mich? Jetzt will ich es aber wirklich wissen, jetzt musst du mir das auch aufzeigen. Und dann stieß ich über eine Bibelstelle, die ich schon sehr viel gelesen habe und die möchte ich euch gerade auch vorlesen, die ist in Johannes 17, 23. Und das ist eine Stelle, die
die Jesus für seine Jünger betet, zum Vater. Er betet über die Jünger und er betet somit auch über dich und über mich. Und er sagt dort, oder er betet dort, ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Also er sagte, die Jünger, die bleiben in mir, Jesus. Und du, Vater, du bleibst auch in mir, Jesus. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Und da ist mir ganz stark das rein ins Herz, dass du meinen Jünger liebst, wie du mich liebst. Und ich war so, was? Du liebst mich genau gleich wie die Jünger? Und irgendwie wusste ich das schon, aber das war nochmal so, ich sagte Gott, ja Gott, das ist im Fall für mich schon okay, wenn du Jesus mehr liebst als mich, das würde ich total verstehen, aber da steht, dass der Vater seine Jünger, dass der Vater die Jünger und somit auch mich gleich liebt wie Jesus. Und da verstand ich, ah ja, Jesus, der war Sohn Gottes, der ist Sohn Gottes und ich bin eben auch Tochter Gottes. Und so wie er seinen Sohn Jesus liebt, so liebt er mich genauso auch als seine Tochter. Und das hat mir nochmals den Kopf gesprengt. Das wusste ich irgendwo und trotzdem durfte es dort noch richtig ins Herz reinrutschen. Wow, wow. Wie krass ist das, dass Gott, der Vater, uns so liebt, wie er Jesus und seine Jünger geliebt hat. Und ich wünsche mir, dass auch du das erfahren darfst. Nimm doch deine Hand und halte sie auf dein Herz und wir wollen zusammen beten, dass genau das auch du nochmals neu erfahren darfst. Dass es nicht nur bei der Information bleibt, sondern dass es eben transformiert in dein Herz gehen darf. Yes. Vater, und ich danke dir, dass du uns so fest liebst, wie du die Jünger und Jesus geliebt hast. Und ich wünsche mir so, dass du uns nochmals eine neue Seite von dir zeigst, dort, wo wir gerade sind, in der Situation, in der wir gerade stecken. Und ich danke dir, dass du jeder von uns siehst und weißt, was wir brauchen. Und ich danke, dass deine Liebe uns du nochmals neu offenbaren möchtest. Und wir möchten dich auch um Vergebung bitten, dort wo wir deine Liebe beschnitten haben, dort wo wir meinten, sie schon verstanden zu haben und wo wir ihr dadurch irgendwo mit unserem menschlichen Verständnis auch sie beschnitten haben, wo wir ihr ein Ende gesetzt haben, wo wir dachten, da hat es jetzt nun Grenzen, da wirst du mich jetzt wohl nicht mehr lieben oder da war ich vielleicht auch kleingläubig und wir wollen dich auch um Vergebung bitten, dort wo wir diese Liebe nicht zugelassen haben und wo wir dich nicht an unser Herz gelassen haben. Und ich danke dir, dass du aber uns immer und immer wieder nachgehst, auch gerade jetzt in diesem Moment. Ja. Vater, du zeigst uns auf, dass du uns genauso liebst, wie du Jesus liebst. Und wie groß ist diese Liebe? Wir wollen über das staunen und uns auch überraschen lassen von dem. Genau. Amen. Amen. Ja, Prisi, und wie sieht das jetzt bei dir im Alltag aus? Wie hast du das erlebt und wie konntest du den Vater besser kennenlernen? Ja, da ging es wieder ähnlich mit einer Bibelstelle. Ich kam da wieder über eine Bibelstelle, wo die Jünger Jesus fragen, ja, wie betest du denn? Und das ist auch ganz eine Stelle, die ich schon oft gelesen habe, aber da ist noch mal etwas ziemlich auch ins Herz. Und da sagt dann Jesus, ja gut, ich lehre euch, wie zu beten. Und er sagt, betet so, Vater unser. Und er beginnt das Gebet, das er dann betet. Und das ist ja das berühmteste Gebet, das wir in der Bibel finden. Und er startet mit Vater unser oder auch mit Vater Abba. Und wenn man sich das so überlegt, das war im Fall revolutionär, dass er Gott mit Vater ansprach, dass er Abba Vater sagte. Bei den Juden war er eben ein Gott von Abraham, Isaac und Jakob, irgendwo dieser Gott von diesen Vorfahren. Und jetzt kommt da dieser Jesus und er sagt, Vater, Abba. Und das ist noch spannend, wenn ein aramäisches Kind anfängt zu sprechen, sind seine ersten Silben, sind Abba. Und was eigentlich Jesus damit sagte und auch den Jüngern und auch uns sagte, dass wir diesen allmächtigen, ewigen Gott gleich liebevoll ansprechen dürfen wie ein kleines Baby, das anfängt zu sprechen und auf dem Schoß von seinem Vater spricht und hochschaut und sagt, aber Vater. Und da merkte ich, da stellte ich mir dann diese Frage,
bete ich wirklich so, als wäre ich auf dem Schoß von diesem Vater und sage, Abba Vater. Und ich merkte, oftmals ist das nicht der Fall. Und ich begann ab dann ein einfaches Gebet zu sprechen. Und das spreche ich manchmal mehrmals am Tag, manchmal einmal, manchmal einfach, es ist ein Gebet, das mir hilft, auf diesen Schoß zu kommen. Und das lautet, Abba Vater, ich gehöre dir. Wow. Und dann merke ich, dass ich auf diesen Schoß komme. Wow, ich finde das so ein schönes Bild, zu wissen, dass wir gerade in dieser Situation immer wieder bei Gott auf die Schoß sitzen dürfen, weil es läuft so viel um uns herum, viele sind gestresst und wir haben das Gefühl, wir müssen überall stark sein, aber Gott, der Vater, wünscht sich so sehr, dass seine Kinder immer wieder zu ihm kommen und bei ihm auf den Schoß sitzen und einfach bei ihm Kraft tanken. Und er möchte ja unsere Stärke sein, wir müssen selber nicht stark sein, er will stark für uns sein. Und ich würde es schön finden, wenn wir gleich dein Gebet zusammen beten würden. Und wir laden dich herzlich dazu ein. Ja, wo auch immer du sitzt, du darfst jetzt auch deine Augen schließen und dir wie auch vorstellen, dass du jetzt nun vor diesen Vater kommst und er sich zu dir hinbeugt und seine Hände dir hinstreckt. Und er will dich wirklich auf seinen Schoß nehmen, ob du einen 60 Jahre alten Mann bist oder eine junge Frau oder wer auch immer. Wir sind alles Kinder Gottes, wir sind Kinder von diesem Vater. Und aber Vater, wir wollen zusammen beten und sagen, ich gehöre dir. Aber Vater, ich gehöre dir. Ich danke dir, dass wir auf deinem Schoß sitzen dürfen. Auf deinem Schoß, wo wir geborgen sind, wo du über uns hütest, dort, wo du uns versorgst, wo du uns Liebe gibst. Und dort, wo wir auch einfach sein dürfen. Bei einem Vater muss man nicht immer leisten oder etwas tun oder genügen oder was auch immer. Bei dir, Vater, dürfen wir einfach sein und zufrieden sein und auch entspannen. Und auch gerade in dieser Zeit, ich möchte bei dir, Vater, auf diesem Schoß sitzen, weil dort ist der schönste Ort. Ja. Du darfst einfach auch jetzt in dieser Position verweilen, auf diesem Schoß, bei deinem Abba. Ja, und in Matthäus 11, 28 steht auch, dass wir alle, die müde sind, zu ihm kommen können und wir bei ihm Ruhe finden. Das ist eine Verheißung, die er uns gegeben hat und die möchte ich dir heute zusprechen. Wenn du müde bist oder dir alles zu viel wird, Gott verspricht dir, er möchte dir Ruhe schenken, gerade wenn du jetzt bei ihm auf dem Schoß sitzt. Ja. Amen. Danke, Chrissy. Danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, gerne. Ja, mögen alle einfach diese Nähe spüren. Ich wünsche euch das wirklich und ich segne euch auch mit dem. Wow, danke vielmals. Super. Neben mir oder bei mir ist auch noch Sabine. Sie hat eine unglaubliche Story erlebt, wie Gott sie finanziell versorgte. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Oh, ich komme neben mich. Wie es dir gerade geht. Aber diese Geschichte von Sabine möchte dich ermutigen. Nimm uns doch mit in deine Story. Ja, guten Morgen miteinander. Ich möchte euch kurz einen Einblick geben in meine letzten 3 Jahre. Ich erlebte Gott als liebevollen, treuen Vater, der weiß, was ich brauche, der nie zu spät kommt mit seiner Hilfe, der versorgt, der mich nie im Stich lässt und der einfach für mich schaut. Er weiß, was ich brauche. Im Kopf wusste ich und ich glaubte, ich bin nicht abhängig von Umständen, sondern von Gott. Aber was, wenn Umstände mies sind, wenn sie schlecht sind? Auch mein Zeitverständnis ist oftmals so anders. Wenn ich in Not bin, erwarte oder bete ich, Gott hilf sofort, greife sofort ein. Aber was ist, wenn er nicht sofort eingreift? Wenn sich das Gummiband dehnt und du denkst, oh, es ist schon am Limit, ich bin am Limit, ich kann nicht mehr. Und irgendwie, Gott dehnt deinen Glauben. So ging es mir. Und das war eine Riesenherausforderung. Wir haben ein Baugeschäft und 2017 fragten uns Leute, ja, ob wir ihr Haus umbauen wollen. Es ist ein altes Haus gewesen
und die finanziellen Ressourcen waren minim. Es sah eher schlecht aus. Alle haben uns abgeraten, nimm diesen Auftrag nicht an. Aber Gott sagte auch klar zu Thomas, mach das, realisier das, auch wenn das Risiko besteht, dass die Kunden nicht alles zahlen können. So nahm er den Auftrag an und es kam auch so heraus. Am Ende konnten sie einen großen Restbetrag nicht bezahlen. Das riss ein Riesenloch in unsere Finanzkasse. Und ein kleiner Scherbenhaufen ist auch dadurch entstanden allgemein. Es war eine sehr stressige Zeit. Gleichzeitig hatte Thomas einen Knieunfall während der Umbauphase, hat sein Knie verletzt und das wurde dann nicht besser. Und Ende 2017 folgten dann 2 Operationen mit großen Komplikationen und das wollte nicht besser werden. Und das Gummiband wurde wieder gedehnt und ich kam an meine Schmerzgrenze. Ja, wir suchten Gott und in der Zeit erlebte ich, wie er auch mein Herz formt, wie eben Umstände mich niederdrücken wollen. Das war zum Beispiel mindestens einmal in dem Monat, wo ich die Monatsbuchhaltung machte. Ich sah die nackten Minuszahlen und ich war einfach nur deprimiert. Es gab viele Ausgaben, wenig Einnahmen. Und mit Worship habe ich mich dann über Wasser gehalten. Das hat mich wieder hochgehoben und ich fasste Mut. Ich lernte auch, mich auf Gottes Verheißungen zu stellen, sie zu proklamieren, sie zu beanspruchen, auch wenn eben die Umstände mies sind. Und so ging das 2 Jahre. Thomas war 2 Jahre lang krank, auch so die Dehnung. Es war endlos für mich. Und ich habe gemerkt, wie Gott einfach treu ist in alledem. Er ist der Friedefürst und er hat immer wieder übernatürlich einfach seinen Frieden um unsere Herzen gelegt und Hoffnung geschenkt. In der Zeit durften wir kleinere Wunder erleben, aber auch größere. Und eines davon ist, der Case Manager, der kam zum x-ten Mal und am Ende der Krankheitszeit kam er nochmals vorbei und wollte uns persönlich sagen, dass die Versicherung einen Finanzstart gibt, eine Finanzspritze für den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt von Thomas. Und das war krass. Also eigentlich ist es nicht üblich, das sagte der Mann auch. Und Gott wusste, wir brauchten das. Das zweite Wunder war, vor 2 Wochen etwa kam ein Brief von besagten Kunden, die eben nicht alles bezahlt hatten. Und ich dachte, oh, was kommt jetzt schon wieder? Und als ich dann die Zeilen las, sind mir wirklich die Tränen runtergelaufen. Es stand da in der Karte liebevoll geschrieben, Sie sind fähig, den Restbetrag zu bezahlen. Sie wollen das gerne überweisen. Gott sei auch zu Ihnen gut gewesen. Und Sie entschuldigen sich für das, was nicht gut gelaufen ist. Und auch Sie bedanken sich für die Arbeit bei Thomas. Wow. Und der große Betrag war dann auf dem Konto, noch am selben Tag. Und das hat mich so berührt. Auch wenn Zeiten sind, wo man denkt, wo bist du, Gott? Hörst du mein Schreien? Er hört es. Er kommt nie zu spät und seine Hilfe ist immer rechtzeitig. Und da kann ich sagen, dass ich aus dieser Krisenzeit gestärkt herauskomme, stärker rauskam wie eben rein. Und das Vertrauen in Gott ist das, was schlussendlich zählt. Ja. Oft hat man so schittere oder eben unsichere Sicherheiten. Aber alles auf eine Karte setzen und Gott vertrauen, das ist das, was zählt und was wirklich auch Hand und Fuß hat. Ja, das stimmt. So schön zu hören, wie Gott, der Vater, dich versorgt. Danke vielmals. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du finanziell Hilfe brauchst, wo du zu Gott schreist und sagst, ich brauche dich als mein Versorger. Und wir wollen jetzt die Zeit nutzen, um dafür zu beten. Und wenn du selber nicht betroffen bist, dann bete doch für deine Freunde oder für deine Nachbarn. Jemand, der wirklich angewiesen ist auf die Versorgung von Gott. Weil wir haben gehört, er ist treu, er kennt jede Situation, niemand geht ihm durch die Lappen und wir wollen jetzt einfach den Thron von Gott für das stürmen.
Sabine, nimmst du uns mit? Ja, egal wo du bist, Gott sieht deine Situation, er kennt dich, er liebt dich über alles und er weiß, was du brauchst, gerade jetzt und auch in Zukunft. Und Vater, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Ich danke dir, dass du die Nöte kennst, überall, und die sind groß und wir sind so zerbrechlich, wir sind so schwach. Und in all dieser Schwachheit kommen wir vor dich im Wissen, dass du himmlische Schleusen öffnest, dass du übernatürlich eingreifst und dass du unser Versorger bist. Und ich segne auch die Zuhörer einfach mit Mut, mit Glauben, mit Hoffnung, dass du nie zu spät kommst und dass du ein Gott der Hilfe bist, dass du ein Gott der Wunder bist und dass du allmächtig bist. Ich danke dir, dass du real bist, dass du lebst und dass du uns umgibst mit deiner Liebe und mit deinem göttlichen Schutz. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und ich möchte auch noch ein Gebet sprechen. Wenn du die Bibel dabei hast, darfst du gerne mit mir im Epheser aufschlagen. Epheser 3, Vers 19. Da betet Paulus für alle Christen in Ephesus. Und ich möchte das über dich beten. Und es ist auch Gebet, dass du später für andere beten kannst. Da steht, ja, ich bete, dass du diese Liebe immer tiefer verstehst, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Dann wirst du auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und ich danke dir, Vater, dass du uns diesen Reichtum zeigen wirst. Danke, dass bei dir niemals Ausverkauf ist. Die Liebe ist bei dir immer zu finden. Und ich danke dir, dass du uns kennst, unsere Situation und dass du uns begegnen möchtest. Transformiere nochmals etwas Neues in unserem Leben. Amen. Ja, wir wollen jetzt Gott nochmals anbeten und ich freue mich sehr, dass Dave uns nochmals bei sich zu Hause in einen Worship-Song nimmt. Ich habe noch was Wichtiges vergessen, das möchte ich anführen. Gott ist auch ein Gott, der heilt. Und zu Thomas Knie, letzten Sommer im Juni sagte der Operateur, keine Chance, du wirst mit Einschränkungen und Behinderungen leben lernen müssen. Und wir glaubten, dass Gott eben heilt, dass er unser Arzt ist. Und aktuell ist es so, dass er wieder arbeiten kann und dass er knien kann. Wow. Und ich bin so dankbar. Und das tut er auch für dich. Ja, so ermutigend, das stimmt, das tut er auch für dich. Ja, wenn du zu Hause bist und etwas aufstehen magst und die Hände erhoben möchtest, dann wir singen den Song Fearless und das möchte ich dir zusprechen. We stand together with our hearts cry to lift your name mine. We're gonna dance for you and celebrate you, Lord. Let your freedom reign so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless, fearless, fearless. And there's no fear in your great love. Oh, we know there's power in your presence to change our lives and not forever. Jesus, come lead the way. I'm running after you.
Let your freedom ring, so chains will break, fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Let your freedom ring, so chains will break, fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless. You're making all things new. Do what only you can do. Where you walk, I will follow. You're making all things new. Do what only you can do. Where you walk, I will follow. Our hearts on fire, our hearts on fire for you. The fierce I will live for you. Where you walk, I will follow. Our hearts on fire, our hearts on fire for you. The fierce I will live for you. Where you walk, I will follow. Let your freedom reign, let your freedom reign. So chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Let your freedom reign, so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless. Our God is with us, our God is for us. You'll be victorious, you make. Kom, sing das über deinem Leben. Our God is with me, our God is for me. I'll be victorious, 'cause you make me fearless. Our God is with us, and our God is for us. We'll be victorious, you make us fearless. Und zurück in die Küche vom Biggers. Wow, vielen Dank, Dave. Amazing. Die Stories sind so bewegend, ganz krass. Alle diese Namen Gottes. Und ich möchte mit dem nächsten Namen Gottes weiterfahren, Yahweh Rapha, wo es heißt, der Herr ist dein Arzt für deinen Körper und auch deine Seele. Yahweh Rapha. Ja, das haben wir schon von Sabine auch gehört und jetzt wird es nochmal ganz praktisch. Genau, ich möchte wirklich jetzt ganz konkret beten. Wenn du in einer Quarantäne bist, du bist krank, du hast Fieber, du hast diesen Coronavirus, ich möchte wirklich beten oder was auch immer dein Zustand ist, du kannst, wenn du willst, einfach deine Hand nehmen und auf diese Körperstelle legen, symbolisch, wo du krank bist. Das kann dein Kopf sein, dein Herz sein, das kann Husten sein. Ich möchte jetzt einfach beten, dass Gott wirklich mit seinem Namen richtig einfällt, das ist Gott der Wunder. Und lieber Gott im Himmel, ich danke dir, dass du gesagt hast, du bist der Gott, der Arzt, der Heiler. Wir Menschen können eine Diagnose geben, aber du bist der Gott, der heilt. Und ich befehle dem Geist vom Coronavirus, dem Geist vom Herzschmerz, der Geist von Depression, der Geist von Müdigkeit, der Geist von Angst, der Geist der Panik, der Geist der Knieschmerzen. Ich befehle dir im Namen von Jesu Christi, dass du aus den Menschen rausgehst. Und ich bete, dass Heilung und Frieden und Wunder in deinen Körper zurückkommen im Namen von Jesu Christi. Amen. Amen. Und der Name Yahweh Rapha, das ist ein Name, den ich mir immer wieder ausrufe,
wenn ich krank bin, Fieber habe, was auch immer, und ich weiß, Gott kann ein Wort sprechen, hey, und ich bin gesund. Das ist crazy. Der Hauptmann hat gesagt, Jesus, du musst nicht zu mir nach Hause kommen und den langen Weg machen. Du kannst ein Wort sprechen. Wenn ein Hauptmann ein Wort spricht, dann gehorchen alle. Und wenn du ein Wort sprichst, dann muss auch die Krankheit gehorchen. Und das ist eine mega große Ermutigung, dass du weißt, Gott steht noch über diese Krankheit. Susanna, da gibt es aber noch mehr Namen. Ja, ist es nicht unglaublich, was für Namen das Gott alles hat? Wir haben schon gehört, Gott ist Liebe, Gott ist der Vater, Gott ist der Versorger, Gott heilt, Gott... ein weiterer Name ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und euch Ladies nochmal vielen Dank einfach für diese berührenden Erlebnisberichte. Kennst du das Wort? El Shaddai, Ja, El Shaddai. Diesen Song kenne ich noch. Und, Sorry, ich war einmal ein Anbetungsleiter und ich suche jeden Moment, wo ich ja, singen genau, kann vor das einer merkt Kamera. man, Leo, genau, das merkt man. Es gibt auch ein Bible-App, vielleicht können wir die Foto einblenden, das heißt Namen Gottes, da kannst du beim App googeln und dann kommen die ganz verschiedenen Namen und auf diesem App habe ich etwas über El Shaddai gefunden, weil Shaddai heißt eigentlich Mutterbrust und so im übertragenen Sinn heißt das, er ist der eine, der herzt. Das ist, er ist der eine, der dich nimmt, der dich herzt. Und spannenderweise haben wir ja heute jetzt nicht das erste Mal über Gott der Liebe gesprochen. Und ich möchte nochmal dafür beten, dass du diesen Gott, den Allmächtigen, also weißt du, das ist für mich gewaltig. Er ist allmächtig, er kann alles. Absolut. Und trotzdem sieht er genau dich in deiner Situation, wo du vielleicht wie auch immer du mit Corona jetzt in Kontakt bist und wie das dein Leben beeinflusst. Social Distancing macht dir vielleicht jetzt schon zu schaffen, aber er ist der eine, der herzt. Wenn eine Mutter ihr Kind herzt, löst nur schon das Wort bei mir etwas Warmes aus. Und genau dafür bete ich jetzt. Himmlischer Vater, herze du uns. Yes. Du bist El Shaddai, der allmächtige Gott. Und das bedeutet, dass du uns herzt. Lass uns spüren, wie deine Hände uns umgeben. Da, wo wir sind, jetzt in dem Moment. Ja, und auch für alle, die sich jetzt einsam fühlen, denen das Gefühl haben, die Decke fällt mir auf den Kopf in deiner Quarantäne, wo auch immer du bist, vielleicht auch, weil nichts mehr rundherum geht. Ich bete, dass in dieser Langeweile ein bisschen einfach du dieses Herz Gottes, dieses Umarmen, das El Shaddai, ganz konkret spürst. Dass du einfach einfährst mit deiner Präsenz, dass etwas auch Emotionelles bei uns geschieht. Amen. Susanne, das Wort Langeweile ist ja auch für einige Leute ein großes Wort in der Quarantäne. Man braucht einen Plan. Wenn man keinen Tagesplan hat, wird das mega öde und langweilig. Und du hast unseren Kindern oft gesagt, Langeweile muss man aushalten, weil da drin entsteht Kreativität. Das ist auch noch interessant, oder? Sehr. Gut. Dann haben wir einen anderen Namen, den Yahweh Jireh, der Herr sieht, oder das heißt auch übersetzt, der Herr versorgt. Weil es gibt jetzt etliche Leute, du hast auch panische Angst, wie geht die Wirtschaft weiter, gibt es eine Rezession, habe ich noch einen Job nach diesem Virus, die Fluggesellschaft, alles ist fast gegroundet. Ich wollte Golf spielen gehen, sogar der Golfplatz es ist alles zu, alles Restaurant und alles. Und ich habe viele Leute auch E-Mails bekommen, die haben eine Firma, die sind selbstständig, die sind wirklich, die wissen nicht, auch mit dem Zustupf vom Bund oder von der Regierung keine Ahnung haben, wie geht es effektiv weiter. Und ich möchte dir das zurufen, Gott ist der Yahweh Jireh, er sieht und Gott versorgt. Und Susanne, ich fände es schön, wenn du einfach für uns beten kannst, dass wir das aussprechen, weil in der Situation ist es mega wichtig, dass du weißt, Gott sieht und Gott hört, Gott nimmt Notiz und Gott, der versorgt, weil er hat das Mannabrot vom Himmel regnen lassen und die Leute hatten genügend zu essen für einen Tag. Für den nächsten Tag hat es nicht gereicht, weil es ist dann alles kaputt gegangen. Das heißt, heute genügt es. Und vielleicht ist es auch eine Lektion, die wir lernen müssen wieder. Heute langt's. Morgen it's a new day. Aber lasst uns doch beten. Es braucht Wunder, effektiv Wunder. Und ich glaube wirklich,
dass auch in der größten Krise sind Chancen, können Dinge auch entstehen. Tabasco zum Beispiel ist in der größten Krise, Wirtschaftskrise entstanden, weil der Mann hat alles verloren und hat gebetet und hat Tabasco entwickelt. Das ist so meine Lieblingsstory, die es auch mir Hilfe gibt. So, ja. Was mir geblieben ist von Sabine, sie hat gesagt, dass sie, wenn der ganze finanzielle Druck wieder so über sie kam, hat sie einfach Worship gemacht. Und es gibt auch eine Bibelstelle, die heißt, dass die Seele wieder hochkommt. Und himmlischer Vater, genau dafür bitte ich jetzt, dass überall dort, wo Menschen, die jetzt zuhören oder vielleicht auch nicht zuhören, diesen finanziellen Druck spüren, dass du ihre Seele erhebst, dass du dein Licht in ihre Situation scheinen lässt als Gott, der Versorger, der du bist. Amen. Amen. Dann ein anderer Name, auch Yahweh Tzidkenu. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und was meine ich mit Gerechtigkeit? Vielleicht hast du Flüge gebucht, Urlaub gebucht, du hast Dinge gebucht, wo du nicht mehr alles Geld, Finanzen zurückbekommst. Und das löst ein bisschen vielleicht auch einen Frust aus, eine Wut aus, man hat was verloren. Und dann denkt man, warum ist die Firma nicht kulant oder hilfsbereit, auf was auch immer. Und es kann effektiv sein, dass der eine oder andere wirklich Geld verliert. Ich hatte mehrere Flüge gebucht. Bei den alten Flügen habe ich nichts mehr bekommen. Alles weg, ist ja nicht mein Fehler, weil die haben es einfach gestrichen. Da steht man da und dann denkt man, super gut, nicht gerecht. Und das löst schon was aus, weil wir ja nichts dafür können, aber die anderen können ja auch nichts dafür. Und wir sind alle ein bisschen im gleichen Boot und die einen sind kulanter und die anderen ziehen ein Ding einfach durch. Und das löst Ungerechtigkeit aus. Und so eine Situation ist nicht einfach, wo ich sage, okay, ist gut, easy, aber ich bete zu Gott, weil er ist meine Gerechtigkeit. Sagt zu Gott, du kannst Wege schaffen, dass es mir wieder zugute kommt. Weil für das kämpfe ich nicht, weil es bringt gar nichts, weil es sind ja Millionen von Menschen. Genau, da sagt er, ich bin deine Gerechtigkeit. Er schaut, dass es am Ende gerecht zugeht. Genau, und ich möchte beten für all diese Frauen und Männer, die jetzt in der Situation wirklich viel Geld verloren haben, Dinge, die einfach annulliert worden sind und wo man das Geld nicht mehr zurückbekommt. Ich möchte über deinem Leben jetzt wirklich ausrufen, es kann bis in deine Existenz gehen. Ich bete für dich, dass du weißt, mein Gott ist der Yahweh Tzidkenu. Ja. Er ist meine Gerechtigkeit. Und ich fordere das, was mir verloren gegangen ist, wieder zurück. Weil geben ist nicht das Gleiche, mir wurde was genommen. Ja. Wer auch immer der Schuld ist, ob Virus oder was auch nicht, ich lasse es nicht zu, sondern ich bete Gott, dass du aus dem ein Wunder bewirkst in meinem Leben. Ich fordere das, Gott. Ich adressiere dich, Gott, und ich bitte dich, Gott, weil du kämpfst an meiner Seite und du kämpfst richtig und du kämpfst fair. Gerecht. Und du weißt auch, was gerecht ist, auch für mich. Und ich bete zu dir, weil ich weiß, du erhörst mein Gebet, du siehst es und du hast Notiz genommen. Und du vergisst auch die anderen, die das gemacht haben, nicht. Du hast immer beide in deinem Blickwinkel. Amen. Amen. Mega wichtig, ich fordere das von Gott zurück, aber dann sage ich immer zu Gott, es ist in deinen Händen, du schaust, kommt das zurück, Halleluja, kommt nichts zurück, Halleluja. Es ist immer ein Halleluja, sorry, weil unser Leben geht anyhow weiter, weil die andere Person hat Gott auch im Blickwinkel und es gibt nicht immer ein richtig und falsch. Manchmal ist es einfach ein bisschen so eine sehr, sehr unsuboptimale Geschichte, das wollte ich ein schlimmes Wort nehmen, einfach manchmal so eine schwierige Situation. Genau, noch ein Name zum Abschluss. Es gibt ja noch viele, viele, viele Namen von Gott, aber wie gesagt, vielleicht schaust du Welchen nimmst du? Ja, ich nehme den, dass er Alpha und Omega ist. Der Anfang und das Ende. Und dabei wolltest du was sagen. Das ist schön. Ich hätte auch noch einen El Elyon. Das ist mein El Elyon, genau. Der höchste Gott. Jetzt haben wir ein Problem. Wer darf den letzten Namen El Elyon ist meiner ist angeblendet. Die Jury hat El Elyon gewählt. Das ist einfach nichts zu tun, weil ich der Chef bin, sondern einfach, er war einfach besser. I don't know. Aber Susanne, bete doch für deinen Namen. Oh, jetzt kommt einer auch noch. Der Anfang und das Ziel. Unsere Jury ist wie Schweizer, sehr neutral, wir sind ausgeglichen. Jetzt bin aber ich dran. Gut, was ich mir vorstelle bei Alpha und Omega ist, er ist der Erste auf der Baustelle und der Letzte, der geht. Er ist der Erste, der am Morgen aufsteht und er ist der Letzte, der ins Bett geht. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du der Anfang bist und gleichzeitig das Ziel. Das bedeutet, du hast alles in deinen Händen. Und das spreche ich als Segen aus über alle Zuhörer, über uns.
dass wir in dem Bewusstsein leben. Du hast alles in deinen Händen. Amen. Amen. Ich möchte einfach noch ermutigen, dass du einfach mal, du kannst ganz einfach, du kannst googeln Namen Gottes und da erscheinen Listen von Elohim, El Shaddai, Yahweh und du kannst es einfach aufschreiben auf ein Blatt Papier, weil diese Namen helfen mir, dass du in einer Stunde ein gutes Gebet machen kannst, weil es gibt für jeden Namen gibt es ein Gebetsanliegen. Gott ist mein Banner, er beschützt mich von diesem Virus. Das kannst du aussprechen über dich, deine Familie, deinen Kindern, weil es muss dich nicht treffen. Und man nimmt einfach diese Namen und man spricht sie aus über die Firma, über die Kinder, über deine Freunde, über deine Krankheit, was auch immer. Und dann wird plötzlich ein Gebet mega praktisch. Weil ich habe gemerkt, wenn ich eine Stunde beten möchte, nach 3 Minuten bin ich Game Over. Ich habe Gott alles gesagt und ich wüsste nicht mehr was. Und darum ist eben die Namen Gottes zu beten. Wenn man die Liste ausdrückt, hast du eine Information von Namen, das dir mega, mega hilft, einfach zu beten. Leo, Also. wir machen ja das hier von Montag bis Donnerstag. Also du kannst uns gerne wieder ab Montag besuchen. Also, wir wünschen euch wirklich Gottes Segen und möge dieser Virus hat nicht das Anrecht, unser Leben, unsere Familie, unser Hab und Gut zu zerstören, auch nicht die Wirtschaft, ist impossible. Das höchste Gut, das Gott uns gegeben hat, ist das Leben. Manchmal werden uns Dinge genommen, das sind äußerliche Dinge, die tun schon ein bisschen weh, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wir Menschen ein Herz haben, dass wir Gott hingegeben haben und alles andere hat, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen, hat schon Hiob gesagt, aber am Ende, ich bete und preise dennoch Gott, weil er ist mein Zentrum. Und der Name Gottes ist größer als Corona. God bless you und Bye see bye. you. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Die Kirche meiner Eltern war klein und ziemlich konservativ. Und je älter ich wurde, desto weniger konnte ich mit Kirche und Gott anfangen. Sobald ich die Wahl hatte, verließ ich die Kirche und entwickelte einen richtigen Hass gegen Gott. Durch Religion ohne Beziehung fühlte ich mich, als wäre ich gebrainwashed worden. Meine Eltern steckten mich in eine Privatschule, da sie meinten, die öffentliche Schule hätte einen schlechten Einfluss auf mich. Ich war überhaupt nicht einverstanden und verhielt mich entsprechend, bekam 2 Schulverweise und machte jedes Jahr der Sekundarschule an einem anderen Ort. Ich habe mich gern auf Partys betrunken, rauchte Joints und bald war auch Kokain im Spiel. Dann traf ich ein paar Leute, die Fußball und Partys noch mehr mochten als ich. Eine gesetzlose Bande, die quer durch das Land zog und die Orte unsicher machte. Diese Leute waren ähnlich drauf wie ich. Schlägereien gehörten dazu, genauso wie vor der Polizei davonrennen oder Jugendstrafen absitzen. Nebenbei machte ich eine Detailhandelslehre. Ich hasste den Beruf, wusste aber nicht, was ich sonst tun sollte. Ich lebte fürs Wochenende. Wir katapultierten uns jede Woche in die höchstmögliche Ekstase, um am Montag wieder auf dem harten Boden der Realität zu landen. Nach der Lehre machte ich die Berufsmaturität. Da war ein Christ mit mir in der Klasse. Ich fragte ihn, ob er mit mir in ein christliches Snowcamp gehen will. Ich war schon mal vor ein paar Jahren und ich wusste, dass meine Eltern sowas für mich bezahlen würden. Am 2. Abend predigte eine junge Frau. Sie sprach über all die Dinge, die eine Mauer zwischen dir und Gott aufbauen können. Und das waren genau alle Punkte, welche mir vor dem Camp in den Sinn kamen. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Irgendwann dachte ich, was würde passieren, wenn ich alles hinter mir lasse und diesem Gott nachfolge? In dem Moment startete eine etwa halbstündige Vision. Ich flog mit Gott in der Vogelperspektive durch mein ganzes Leben. Er zeigte mir all die schmerzvollen Dinge, vor denen ich davonlaufen wollte, und zeigte mir, was er mir geben wollte, wenn ich ihm diese Dinge übergebe. Nach dieser Vision explodierte mein Kopf fast. Ich weinte nur noch und bat Gott um Verzeihung für alles, was ich getan habe. Von dem Zeitpunkt an habe ich keine Drogen mehr angerührt und meinen ganzen Freundeskreis verlassen. Meine Begegnung mit Gott hat mein Leben für immer verändert. Seine Versprechen hat er mehr als gehalten und die Reise mit ihm
ist noch lange nicht zu Ende. Shout it out.